Merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Premier hat wieder gesagt, Solidarität an tut einen Preis. Ja, Solidarität ist wichtig. Ja, aber wenn es solidarisch soll sein, muss es doch wirklich solidarisch sein. Wirklich solidarisch ist, wenn es eine soziale Selektivität gibt. Und gerade den Tankrabatt, den heute proposiert, geht das alles anders wie sozial selektiv. Der Porsche-Besitzer kriegt 77 Cent auf 100 Kilometer, an den Polo-Besitzer 27 Cent, an den Elektrofahrer 0. Gut nicht. Das ist keine soziale Selektivität. Ein Propos von einer forfaitärer Subsidiierung wäre wahrscheinlich mehr einfach gewesen zu erklären, aber wäre wahrscheinlich mehr selektiv gewesen. Mehr die Regierung hat sich heute dezidiert, für mit der Strands über die Autosfahrer, und vor allem über die Autosfahrer mit den dicken Autos in der Motto zu gehen. Und gerade das an einer Klimakrise halten wir als Piraten für irresponsabel. Dann, es tut einen Preis. Ja, es tut einen Preis, aber so das gerade, der Schuld um Klima, die geht einfach nicht chiffriert. Aber auch diesen Preis werden die zukünftigen Generationen zu bezahlen haben, mit dem geht einfach ein Wäsch gewischt. Ja, wir haben eine Energiekrise, aber das heißt nicht, dass wir die Klimakrise ignorieren dürfen. Weil wenn wir die Klimakrise ignorieren, dann wird es an ein paar Jahren umso mehr kosten. Und genau das ist es nämlich auch, was geschieht durch das Verschieben vom Index. Ja, wir verschieben nur einen Indextranche dann am Hirsch. Aber was geschieht da wirklich, wenn es noch nicht eine Indextranche ist, die verschiebt wird, mit 2 oder 3? Dann hat eine neue Regierung 2024 direkt Herkulesaufgabe für 7,5% Kaufkraftverluste zu kompensieren. Das wären nämlich 3 Indextranchen. Das ist das Vermächtnis, was die Regierung der nächsten überlassen. Du freuen sich da schon, ob sie wollen, nach einer der nächsten Regierung sind, weil da müssen sie die Probleme im Job packen. Aber und dann über Zölle. Wir schwätzen halt ganz viel über Zölle. Der Premier nennt ganz viel Großzölle, ganz viel Millionen, hunderte Millionen Beträge. Aber Konkretes sind wir für die erste Kehr geworden, wie wir als erste mit Kruchten noch gelauscht haben und dann noch Motion von Gilles Baum gelesen haben. Wo rasche Beispiele dran sind, wo da immer genau genannt wird, wer dann schlussendlich soll an dem Park dran sind. Weil wir dem Premier hier auf der Tribüne noch gelauscht haben, habe ich mal ein bisschen, ich war ein bisschen so am Gefühl, wie wenn ich sonndes Moje sein Kartelle gemacht hat, dann hat nicht aufgepasst, dann wäre im Shoppingkanal gelandet. Alles super, alles perfekt. Und wenn ich gebe, ruft direkt und kauft Katz am Sack. Das war ein bisschen Gefühl, was ich hatte. Ich habe ganz groß Montant genannt, wo ich teilweise angesehen, dass es etwas kostet, mit dem Detail, der war aber seelendünn. Dementsprechend war ich erfreut, wie den Yves Kruchten als Raschebeispiel gehen können. Ich war dann aber ein bisschen erschreckt, wie ich an der Motion von Gilles Baum ein ähnliches Raschebeispiel gesehen habe. Und das Raschebeispiel war aber dann ein bisschen geändert. Und können Sie sich zum Schluss da den ab rund 3.500 € brutto am Monat eben gerade keine Surkompensation hat. Da den ab 3.500 € brutto dem Monat an einer normalen Kompensation ist. Tout just nach. Aber bei der Tranche von bis 1.000 € die Jahr, da gebe eine Indextranche brutto 141 € dem Monat ausmachen. Und es gibt 76 € netto kompensiert. Wenn der mal wirklich so, dass den 1.000 € die Jahr verdrängt, über 45% Steuern bezahlen auf dem Index, dann sind ich aber baff erstaunt, wie viel Steuern Leute mit 1.000 € die Jahr bezahlen. Dementsprechend geht bei 1.000 € die Jahr nicht mal mehr den Index kompensiert, auf von einer Surkompensation soll halt bande wann ich gebe kein schwätzen, es sei denn Zölle an der Motion von Gilles Baum wären komplett falsch. Mit sind die einzigen Zölle, die das Chambre bis lo präsentiert gut. Und da versteht er, für was ich mich stellen, wie im Shoppingkanal, wo es Katz am Sarg verkauft soll gehen. Und dann zur Remise vom Petrol. Es so das schon. Klimakrise geht gleichzeitig wie ein Teil von den Aktien einfach mal aufgeschafft. Das sozial ungerecht,
weil wir wirklich meint, dass der Porsche-Chauffeur mit seinem Porsche Cayenne 77 Cent auf 100 Kilometer muss remboursiert kriegen vom Staat. Während den Polo fährt, 27 Cent kriegt. Wenn das sozial gerecht findet, man schmengen, den hat für soziale Gerechtigkeit noch nicht viel hören. Und dann, dass es so weit kommt, dass man die letzten Jahre alles gemacht haben, für Elektromobilität zu subsidieren. Wo Madame Loche auf der Tribüne gesagt hat, wir sollen die Leute belohnen, die Betriebe, die schon den Schritt noch 4 gemacht haben. Die Betriebe, die hier Flotten elektrifiziert tun, natürlich mal Subsidien, aber die waren für Gipfreden. Die Betriebe, die also schon einen Schritt in Richtung Klimaneutralität gemacht haben, die kriegen am Anfang des Jahres gesagt, Chargeborne kosten mehr. Bald 30% mehr. Das war der 1. Januar. Die kriegen keine Kompensation. Par contre, die Betriebe, die weiterhin auf Fossilbrennstoffe gesagt kriegen, die kriegen ein hohes Kado gemacht. Besser wäre also auch hier ein gedeckelt Forfaitaire-Subvention gewährt oder bei den anderen Piste gewährt wäre, für Salarien zu treffen, wer Frais Déplacement zu erheben, etwas, was Objekt von 2 Motionen war, die allen 2, sowohl die von der CSV wie die von den Piraten, refusiert wurden. Wir könnten natürlich auch so weit gehen wie andere Länder, also, wenn es wirklich darum geht, für die Logistikbranche zu schützen. Aber da könnte man auch ein Gasol professionell aufhören. Da könnte man Diesel professionell aufhören. Da könnte man dafür sorgen, dass man einen anderen Preis für die professionelle nutzen, wie die für die individuelle Mobilität. Auch das wäre ein Piste gewesen, für mehr selektiv zu sein. Auch hier, die Regierung hat sich entschieden, zusammen mit den Partnern, die da schlussendlich unterschrieben haben, für mit der Strands über die Mobilität zu gehen und nicht selektiv zu sein. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir dann über den Index schwätzen, nun ich aber ein bisschen Gefühl, bei allen Sondesreden, die gehalten goufen, wie froh und wie hoffrisch wir alle gut auf den Index sind, den immerhin der Garant für den sozialen Frieden ist. Ich meine, das gouf von Gipferrängen gesagt, und nicht das ein von den Aspekten, die wir hier draußen verkaufen, mit dem wir Betriebe auf Lützeburg sehen. Wir suchen die Betriebe, die international auf Lützeburg kommen. Hier. Zu Lützeburg muss ich keine Sorge machen, dass alle 2 Jahre die Gewerkschaften streiken, weil sie gerne 5 oder 6% mehr hätten, weil wir eine automatische Lohnanpassung haben. Und genau in dieser automatischen Lohnanpassung, die ist der Garant für den sozialen Frieden ist, wird gefreckelt. Also, wenn die Regierung sich als Freund oder Verteidiger vom Indexsystem abspielt, dann ist das auch ein bisschen eine Mogelpackung. Der Staat möchte nämlich, und das ist das Kokos bei der ganzen Geschichte, wann Zuelle oder Versprechen, die der Premier heute gemacht hat, gäbe stimmen. Da gäbe der Staat ja sich den Index surkompensieren ab dem Hirsch. Aber wenn man zu einen Index zu surkompensieren, da könnte man ja auch nicht meinen, anstatt dass man bei den individuellen Leuten surkompensieren oder kompensieren, wobei ich das nachher auf vorstellen, ob die Zahlen tatsächlich so stimmen. Es könnte ja dann auch so, wir halten den Index ganz normal weiter und wir kompensieren das eben gerade bei den Betrieben, wenn wir die Suchen dann hätten. Zu behaupten, dass der Index regeln alternativlos wird, ist also englisch leichtsinnig und unevaluiert. En plus, als Rechnung an der Zodesch an unseren falsch. Zu Konditionen, die kennt man nur so, dass Motion falsch ist. Dann holen wir das zur Kenntnis. Aber wenn wir das einfach durchrechnen, komme ich nach einkehr zum Schluss, dass wir hier Leute ab 3.500 € brutto dem Monat bei der Lisette lassen. Da machen wir Indexklau. Da gibt es keine Surkompensation und es gibt auch nicht mehr eine Kompensation. Wenn er besonders behauptet, hat entweder einer Zahlen oder die Zahlen, die die Chambre präsentiert hat, sind falsch. Da wäre man hier ungeflunkert, wie der Premier gesagt hat, kein Zitat, kein Menage wird Männer Kaufkraft tun. Es ist ein Gefühl, dass hier 3 verschiedene Äden an den Döppe gepucht, die verschiedene, die jetzt schon für Druck laufen, andere, die schon für Druck beschlossen waren, und eben nur noch dann den Index dabei gerechnet wird, für irgendwie dazu zu kommen, dass Kaufkraft und Blut gerne wäre. Ja, wir schwätzen nicht über die Äden, die schon beschlossen werden, wir schwätzen heute
über die neuen Sachen. Und da muss ich einfach sagen, dass wir die Zahlen nicht nachvollziehen können mit denen Donnerien, die bis so präsentiert dürfen. Es wäre ja einfach gewesen. Die Regierung hat ja könnten die Zahlen von voran der Chambre abbringen. Und nicht also bei einer Pressekonferenz für eine Woche vertreten, wo das Chambre siégiert. Wir dürfen vertreten, ob die Teile, die präsentiert gehen, während die Chambre zusammen ist. Also ich weiß nicht, wie dir es geht, liebe Kolleginnen und Kollegen, aber probiert ihr aber eine Debatte zu suivieren und nicht gleichzeitig eine Pressekonferenz zu gucken. Bon. Ich kann nur noch weiter mit Kritik führen, aber es soll ja auch Propose machen, konstruktiv Propose machen, erweisen, dass es nicht nur ist, für dagegen zu sein, sondern dass noch weisen, wie eine Piste in hat Kind nachschlagen. Eine Piste, die Piraten schon mehr wie ein Jahr angeschwärzt haben, wäre, ganz konkret ein Investitionsprogramm aufzulegen, für das all Privatstaat kennt, ein PV-Anlage auf dem Dach kriegen. Dann müsste der Staat am guten Beispiel gehen. Und das geht als Unabhängigkeit vom russischen Gas und Petrol sicherlich akzelerieren. Dann ein Chargeprim. Ähnlich wie wir es machen für die, die mit fossilen Brennstoffen fahren, müsste man sich die Leute encouragieren, die mit Elektro fahren. Gerade für die, die schon Sinn gestaltet tun. Dann für wenn nicht Sachen, die schon an Motionen halbane präsentiert goufen. Frais de Déplacement erheben, Energieprim für die Urgence zu kompensieren. Oder, soyons fous, Steuertabelle aufpassen. Wir sind an den Debatten dran. So wie lo andere Sachen vorgezugehen, hat den auch die Diskussionen könnte vorziehen. Aber wenn ihr darüber schwätzt, dann könnt ihr noch darüber nachdenken, für die Tschechrepan zu indexieren. Weil genau da spüren die Leute, Kästen recht, Haut direkt weiter mit dem Schmier. Weil für 10,80 € etwas essen zu gehen, also an der Stadt, als das schwierig, wenn ein Jahr muss gesund sich will ernähren. Am Resümee, es ist gut, dass die Notiz von der Tripartite genutzt wird, aber es soll ihn dann auch gucken, für Gipfel am Boot zu halten. Und ich meine, dass die Chambre muss assoziiert gehen und nicht für eine fait accompli gestaltet gehen. Dafür begrüßen ich die Initiative, dass man eine Spezialkommission soll kreieren. Die Resultate von dieser Tripartite sind nochmal mitigiert und, muss ich so wenig couragiert, an was den Klimaschutz angeht, definitiv einen Schritt nach vorne. Die Chambre hat die letzten Wochen mehr wie ein Propos gemacht, die es nicht an die Propose von der Regierung gepackt haben und nicht an die Konklusionen von der Tripartite. Für uns ist klar, es darf nicht auf die Kosten vom Index gehen. Und das ist auch der Grund, warum wir sich relativ negativ angestellt sind zu den Konklusionen, die hier bislang präsentiert wurden. Wir zweifeln die Ehrlichkeit oder die Veracität von einer Reihe Zahlen an. Wir sind der Meinung, dass wir weit mehr couragiert und für allem mehr sozial Gerechtheit könnte vorgehen. Und dafür bedauern ich ein bisschen die Resultate, die herauskommen sind. Das ist ein Schmerz. Ganz gut.